Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind wieder zurück mit Castle Motorsport. Wir haben ja in Österreich im letzten Rennen leider nicht so gut abgeschnitten von der Gesamtwertung her, aber ich bin immer noch der Meinung, es war eigentlich ein Spielfehler gewesen, der uns dort eventuell eine gute Positionierung gekostet hat. Das ist jetzt aber auch egal, wir schauen vorher, wir gehen jetzt nach Großbritannien. Wir haben hier noch ein paar Sachen dazwischen, die erledigt werden, also Sponsor-Event, alles drum und dran. Das müsste ich auch zwischendurch auch noch machen mit Aktivität, das habe ich eben gar nie gemacht. Aber das kann ihm auch helfen, um ein bisschen die Fahreranerkennung zu lüpfen oder auch Teamanerkennung zu lüpfen und. Und das machen wir jetzt. Wir haben ja noch ein paar Ressourcenpunkte. Ich weiß aber nicht, ob ich da noch irgendetwas gross investieren soll. Wir sind wahrscheinlich schon noch immer etwas am Upgraden, denke ich einmal. Mal schauen. Genau, der Heckflügel, Chassis und was haben wir noch? Nein, nicht der Heckflügel, was ist es? Steht nicht einmal. Mal Heckflügel steht dort, das gar nicht gesehen zuerst. Und Motorhaube, genau, und noch Verbrennungsmotor, wo wir die Strapazierfähigkeit erweitern. Das kommt ja alles noch. Und ich glaube, wir sparen mal sparen, Ressourcenpunkte. Und dann können wir wieder mit fetten Updates kommen. Das Ziel ist einfach, dass wir jetzt mal nach dem Rennen ein bisschen mehr Geld einnehmen können, von den Sponsoren, alles drum und dran. Dass wir schlussendlich dann auch ein bisschen Geld noch investieren in die ganzen Entwicklungen. Also dass irgendwie die Herstellung schneller geht oder dass irgendwie die Qualitätskontrolle besser ist, dass es nicht immer irgendwie scheitert dran. Oder auch Ressourcenpunkterzeugung kann man auch aufnehmen. Ich denke, das wäre nicht schlecht, weil da haben wir noch nicht so viel investiert. Und ja, wir machen jetzt mal hier weiter. Jetzt haben wir auch wieder 2,24 Millionen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wir könnten eigentlich hier bei der Aerodynamik Bauzeit verringern. Und das könnten wir machen. Komm, wir machen es einfach einmal. So. Da haben wir den Simulator verbessert mittlerweile. He? Sieht, glaube ich, immer noch gleich aus. Und ja, da würde ich mal sagen, aber wir gehen jetzt nach Silverstone zum nächsten Rennen. Ah, was? Du hast zurzeit nicht genug Geld, um... Oh mein Gott. Wann muss ich denn den Vertrag verlängern? Ist der schon fällig? Auf da habe ich jetzt gar nicht geachtet. Lol. Okay. Verträge. Der läuft ja erst am 6. September ab. Okay. Wieso, da gibt es mir jetzt schon die Meldung. Okay, ja, gut. Wir kommen jetzt zum Rennen und dann können wir wieder Geld schöpfen, hoffentlich. Und ja, mal schauen, was jetzt passiert. Wir sehen uns gerade wieder im Blitzqualifying. Ich mache jetzt wie immer einfach noch schnell kurz Training zum das Auto-Setup abstimmen, alles darum, da wissen Bescheid. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Leider regnet es wieder mal einmal mehr. Ich weiß nicht wieso, ich habe einfach so Pech immer bei diesen Qualifyings, da regnet es einfach immer. Es ist wieder leichter Regen, das heisst, wir fahren mit den Intermediates, mit den Grünen. Ich habe eigentlich ein gutes Setup. Das Rennen bleibt aber trocken dann. Also heisst, ich habe mein Setup eigentlich schon mehr aufs Rennen abgestimmt, nicht aufs Qualifying. Weil ich glaube, das Pace im Rennen ist schon wichtiger als jetzt im Qualifying. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal, hoffen, dass wir gut durchkommen, hoffen, dass wir irgendwie, ja, sagen wir mal so P19 wäre schon geil, würde ich wirklich sagen. Und dass wir es vorher schaffen können. Also die schnellste Runde, die ich gefahren bin, hat gelangt, dass ich auf P16 gekommen bin. Also mein Auto ist einfach nicht so schnell, vor allem mit der Kurve, schnelle Kurven, Silverstone sowieso, habe ich einfach extrem Mühe. Da merkt man auch, wie schwer das Auto ist und ja, ist nicht so geil, aber let's go. Ich weiß jetzt leider auch nicht, ob ich die Kurve hier vorne Vollgas fahren kann. Ich bremse jetzt mal leicht an. Ein bisschen schlecht aus der Kurve rausgekommen. Und jetzt wird es schwierig.
Ja, nicht gut durchgekommen. Plus habe ich beim ersten Moment Schiss gehabt, dass ich die Kurve ein bisschen stark geschnitten habe. Und habe gedacht, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich disqualifiziert, aber so weit ist es leider nicht gekommen. Leider, was sage ich? Leider. Als ob ich disqualifiziert werde, aber so weit ist es zum Glück nicht gekommen. Oh nein, und dort zieht es mich noch ein bisschen zu weit raus. Und logischerweise jetzt schlecht durch die S-Kurven durchgekommen. Ah, shit, ich habe es liegen lassen in der letzten Kurve dort. Fuck, dort habe ich es brutal liegen lassen. Spät abbremst, eingelenkt, Untersteuer ein bisschen zu weit gerutscht und dann logischerweise nicht mehr die richtige Linie gehabt. Und dann musste ich extrem langsam um die letzte Kurve kommen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Schauen wir mal rein. Wie sieht es aus? Hamilton, Norris. Also McLaren ist sehr stark in dieser Saison und Williams ist noch einer hinter uns. Da sind wir noch ja, ein bisschen weniger als ein Zehntel schneller gewesen. Ja, ich habe es liegen lassen. Ich habe mal geschaut oder gesehen, ich war mal bei 15, 16 rum. Aber leider hat es nicht gelangt. Das ist aber immer schade. Immer kommt Regen im Qualifying. Ich weiß nicht wieso, es ist so belastend. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Lando Norris steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Ricciardo, Charles Leclerc und Verstappen, Sainz, Vettel, Perez und Lance Stroll, Fernando Alonso, Gasly, Esteban Ocon und Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi, Nikita Mazepin und George Russell, Alesi, ein Wagen des neuen Teams, Latifi und Mick Schumacher. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, der Mick Schumacher hat scheint noch eine Strafe bekommen. Mir steht jetzt von P20. Ja, wir probieren einfach mal vorzufahren. Ich versuche mich am Anfang ein bisschen aus dem Trouble rauszuhalten. Vielleicht habe ich Glück, ein Schuss von einem Safety Car und weiss ich was alles. Mal schauen. Wir schauen noch in die Rennstrategie rein. Ich muss immer wieder auf das kleine Höckchen dort schauen, weil das letzte Mal habe ich wieder ein bisschen Quatsch erzählt. Also eben, wir sehen jetzt, wir machen die obere Strategie, also die Standardstrategie. Starten mit Soft, gehen auf Mediums dann. Und ja, ich glaube, das wird in Ordnung sein. Wir nehmen den Sprit das Mühe noch runter. Der Honda-Motor ist echt sparsam, das hat ja noch lange. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los, hoffen wir auf ein gutes Rennen und einfach eine gute Platzierung. Ich möchte nicht mal in die Punkte kommen, ich möchte einfach eine gute Platzierung haben, das ist mir wichtiger, sage ich jetzt mal. Let's go! Oh, die Ampeln sind schnell ausgegangen. Russell nicht so einen guten Start hier. Ist jetzt aber wieder vorbei. Platziere mich mal neben ihm. Ein bisschen Angst um meinen Spoiler. Da fahre ich mal aussen rum. Okay, nicht mal so einen schlechten Start gehabt. Wow! Ich meine, ich fahre Antonio ins Heck hinein. Am Start kann ich aber am meisten vorziehen, weil hier noch nicht so alle so extrem schnell fahren können, wegen Ziehharmonika-Effekt. Aber nachher wird es dann halt eben schon schwierig. Der Haas ist einfach extrem schnell. So, also wir sind hinter Antonio, Mazepin hinter uns. Unser Rival, wir müssen da mal unbedingt ein bisschen besser abschliessen als er. Wegen der Fahreranerkennung, sonst fallen wir dort runter. So, jetzt hinter Antonio. Mal schauen, fährt der Vollgas. Ja, okay, und der Lenkeinschlag voll verpennt. Beziehungsweise der Apex verschlafen.
Ja, ein bisschen schnell. Schlechte Linienwahl hier. Okay. Wird schwierig, am Antonio vorbeizukommen. Sparen wir mal ein bisschen ERS. Das kann ich jetzt so oft verbrauchen. Okay, wir sind dran, wir sind dran. Wir könnten vielleicht jetzt, wenn wir da gut durchkommen, mit DRS und ERS vorbeiziehen. Früh aufs Gas, jetzt alles, was das Auto kann, rausholen. Es reicht nur zum Ansaugen, mehr nicht. Früh aufs Gas. Jetzt vielleicht beim Anbremsen. Jawohl, da haben wir den Antonio. Schön, jetzt rein vor uns. Gut gemacht. Damit liegst du Im einen gleichen Platz weiter Auto vorn. eigentlich. Versuchen wir wieder genau gleich an ihn herzukommen. Oh Gott, da muss ich aufpassen, dass ich nicht abfliege. Oh. Und aufpassen muss ich auch, dass ich die Kurve nicht schneide, weil sonst gibt es gerade mal wieder eine Strafe. DRS haben wir schon wieder, sehr gut. Oh, ja, da habe ich schon gedacht. Irgendwann kommt die Verwarnung. Also ich glaube, es ist einfach kein Rennen, wo ich keine Verstärkerverwarnung bekomme. Ich habe langsam das Gefühl, meine Reifen sind nicht mehr so wahnsinnig gut. Das könnte sein, dass jetzt demnächst mal das Rutschen anfängt. Okay, Antonio kommt wieder anzuschiessen hinten. Da verbremse ich mich aber. Fahren wie draussen, Antonio innen, glaube ich. Immer noch außen. Haben wir jetzt uns berührt? Ich weiß nicht, ich habe nichts gespürt. Kommt wieder. Alter, was hat der für eine Motorleistung jetzt gerade drin? Okay, jetzt zieht er vorbei. Ja. Jetzt ist er leider schneller. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Auto hat keine Leistung mehr. Wir probieren es jetzt gerade wieder, den Konter machen. Oh, okay. Früh aufs Gas. Jetzt wieder beim Anbremsen, wie wir es vorher schon gemacht haben. Ja, das war mit Brechstangen wieder, aber es ist gegangen. Nein, meine Reifen sind so tot. Dein Okay, wir können jetzt in die Boxenstoppfenster ist Box. jetzt offen. Die Kurve hier fahre ich gar nicht mehr Vollgas, weil ich mich nicht getraue. Das Problem ist jetzt, zieht uns der Raikkonen halt ein bisschen davon. Oh. Weil, ja, wir da halt mit dem Antonio wieder am Kämpfen sind. Hä? Hat er mich jetzt berührt? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt Oh! 3,1 Sekunden. Oh, ja. Hinten ist mir einer hineingefahren. Oh, Antonio ist rausgeflogen. Oh mein Gott! Das hätte ich jetzt gerne gesehen, wie das passiert ist. Ich glaube, zuerst ist mir einfach hinten aufgefahren. Beim Anbremsen. Ja, sorry für das. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie mich bewegt habe während dem Bremsen. Grüne Flagge, das Da ist Rennen geht irgendwo auch weiter. noch geil. Dort ist ein langsames Auto auch noch. Sieht aus wie ein Williams, der hängen geblieben ist. George Russell auch noch Sie draussen. ziehen sich aus dem Rennen zurück. Ja, jetzt kriege ich da gerade mehrere nacheinander raus. Wir machen mal den Boxenstopp. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht gerade eine Safety-Car-Phase. Wobei wäre ich eigentlich auch nicht mal so schlecht, weil jetzt sind wir gerade drinnen. Aber es sieht nicht so aus, dass eine Safety-Car-Phase kommt. Was für ein Rennen! Also Antonio fährt uns hinten ins Heck rein und Russell verabschiedet sich mit einem technischen Fehler. Wir holen die neue Los Schleppe. geht's.
Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. 2,5 Sekunden ist nicht wahnsinnig schnell, aber okay. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, voll Linie geschnitten, aber egal. So, jetzt müssen wir unbedingt die Reifen schnell warm bekommen. So, okay, wir holen nicht gross auf den Räikkönen auf. Also wir fahren identische Zeiten eigentlich. Man sollte das Wort noch sagen können. Mazepin holt auch nicht gross auf. Also wir sind hier alle ein bisschen in einem Unser gleichen Abstand zum Zeitszenario Teamkollegen inne. beträgt 7,8 Sekunden. Es würde mich wundern, wenn jetzt Antonio noch drin gewesen wäre, ob ich den hätte Etwa 3 drinnen Runden behalten kommen wir oder mit dem hinter mir Benzin noch behalten aus. auch. Ja, aber ich hole nicht auf. Mal schauen, was noch kommt. Das So, ist letzte eine Runde. letzte Runde, die Und letzte Runde des ja, der Rennens. Räikkönen zieht uns ein bisschen davon. Also er fährt schon schneller, ich habe auch ein bisschen Mühe mit den gelben Reifen. Also ich merke, dass ich nicht wahnsinnig schnell bin. Ich habe zwar schon einigermaßen Grip, das definitiv. Wir haben nur noch Aber Benzin keine Ahnung. für eine Runde. Ich fühle mich irgendwie nicht so schnell mit diesen Reifen. Aber Mazepin hat eigentlich ein bisschen aufgeholt, jetzt hat er wieder zwar ein bisschen abgerissen. Ich habe zwar jetzt nie gross ERS gebraucht, ich bin jetzt einfach ein bisschen gefahren. Ich weiss nicht, ob der Räikkönen ERS verbraucht hat, wie blöd. Okay, die Kurve bin ich sehr richtig schlecht gefahren. Aber ja, ich denke, wir können so ins Ziel fahren. Wenn jetzt auch nichts mehr riskieren, P16 ist eigentlich für unsere Verhältnisse nicht schlecht, das ist eigentlich wirklich gut. Hamilton hat noch eine schnellste Runde hergetatscht und hat auch das Rennen gewonnen. Okay, der Abstand zum Vordermann Und beträgt ja, da würde ich mal 9,3 sagen, Sekunden. wer war das mit dem Rennen? Da sind wir eigentlich jetzt ziemlich gesaved, ausser da ist dreht es da vorne noch irgendwie blöd weg. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, ich fahre jetzt auch doch ein bisschen vorsichtiger um die Kurve alles. Gut, dann sind wir 16. geworden. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. So, schauen wir hier noch auf die Rangliste. Ich glaube, wir können mit P16 können wir eigentlich zufrieden sein. Eben, klar, es sind keine Punkte, aber für uns ist einfach wichtig, dass wir uns gut positionieren. Und auch vor dem Mazepin. Und ja, wenn wir jetzt mal kurz durchschauen. Wir haben Hamilton, Norris, Leclerc, Ferrari stark gewesen. Ja, die sind vorgekommen. Verstappen ist auch vorgekommen. Ricciardo ist ein bisschen der Verlierer von dem Rennen. Und dann haben wir Sainz, Vettel, Bottas. Der Bottas ist auch wieder recht zurückgekehrt, obwohl das so Bottas eigentlich in der WM recht weit vorne war jetzt immer. Ist er eigentlich immer noch weit vorne oder nicht? Rangliste, da muss ich schon rein. Nein, der Hamilton hat ihn jetzt überholt. Okay, jetzt ist der Bottas P2. Mal schauen, wie das weitergeht. Wird sicher noch spannend, wenn wir mal in die Konstrukteurwertung hineinschauen. Da sind wir 8. Ja, wir haben sogar noch ein bisschen mehr Punkte geholt als Alpha. Ist, denke ich, für unser Team sicher sehr stark. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück ins Hauptquartier. So, wir sind zurück im Hauptquartier. Ich habe immer noch die Warnung dort, ein geringer Kontostand. Du hast zurzeit nicht genug Geld, um den Vertrag deines Teamkollegen zu erneuern. Aber eben, wie gesagt, der läuft ja erst irgendwie in 60 Tagen oder so aus, habe ich gemeint. 50 Tage läuft er aus. Und ja, das sollte eigentlich nicht so tragisch sein. Aber der ist nicht so happy, sehe ich dort gerade. Ja, das ist halt bitter. Es ist halt einfach bitter. Nein. Wir müssen ein bisschen mehr machen für den Fahrer, denke ich. Wir müssen da schon ein bisschen mehr investieren. Aber jetzt ist halt einfach wichtig, dass wir noch ein bisschen Geld sparen. Ich kriege jetzt zwar noch mal etwas über. Wir gehen jetzt aber noch schnell kurz in die Entwicklung rein. Weil wir müssen dann wieder etwas entwickeln. Sonst kommen wir da auch nie richtig vorwärts. So. Irgendetwas, wo ein riesen Update wäre. Das wäre hier im Frontflügel. Frontflügel haben wir, glaube ich, auch noch nicht so wahnsinnig gross entwickelt. Nein. Oh, das wird auch recht viel geben. Okay.
Gut, wir machen zuerst einmal, würde ich sagen, das hier. He? Jetzt sind wir eigentlich von der Aerodynamik sind wir nicht schlecht. He? Sehen hier gerade. Wir sind hier gerade vor Haas jetzt mittlerweile. Wenn wir jetzt da gut, ich kann nicht noch mal etwas machen, das wäre Überlastung. Genau. Chassis können wir nachher noch etwas machen. Motor, da haben wir noch Strapazierfähigkeit für den Motor bekommen. Ich glaube, unser Motor ist allgemein relativ robust, oder? Also wir können noch schnell kurz in die Dings hineinschauen. So. Okay, gut, ich habe schon gemerkt, weil es so rot wurde, plötzlich, dass etwas nicht geklappt hat, aber das ist gut. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr gross in der Entwicklung. Oh, Williams hat einen riesen Sprung gemacht. Oh, die sind stärker als wir. Willst du mich völlig verarschen? Okay. Also wir sind schon noch ein bisschen stärker als Williams jetzt. Aber wir müssen unbedingt weiterentwickeln. Es ist so belastend. Wo sind wir denn am schwächsten? Wahrscheinlich schon immer noch Chassis in diesem Fall, oder? Wir schauen mal schnell kurz trainieren, Chassis. Da sehen wir es jetzt am besten, glaube ich. Wenn wir jetzt da mal... Das da könnten wir machen. Ja, oh, Chassis sind wir wirklich immer noch am schlechtesten. Ja, wir müssen unbedingt Chassis. Das müssen wir wirklich sehr stark weiterentwickeln. Ich würde sagen, wir machen auch gerade das, da haben wir noch einen Rabatt drauf. Das ist aber auch nur ein kleines Update, das geht aber 30 Tage, also 31 Tage oder einen Monat einfach. Oh je, okay, es ist nicht so... Es ist so mega Zweckmüll, ich kann nicht gute Ergebnisse einfahren, weil das Auto nicht so gut ist. Ja, wir kriegen jetzt zwar dann nochmal ein bisschen Ressourcen über und auch nochmal Geld. Jetzt haben wir wieder 2,01 Millionen. Aber ich kann jetzt nicht groß etwas ausgeben, weil ich eine Reserve haben muss. Es ist bitter, es ist echt bitter. Wir haben zwar in der Aerodynamik ja eine Bauzeit drin, beziehungsweise ein Entwicklungsupgrade haben wir ja drin. Aber wir müssen schauen, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen auch besser abschneiden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir zwar noch mal eine neue Motorhaube bekommen. Mal schauen, wie es wird. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dem Video, bevor ich es noch weiter in die Länge ziehe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und ja, sonst sehen wir uns einfach im nächsten Rennen wieder in Ungarn. Und ja, bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.